die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind aus aktuellem Anlass der Luzi Stamm. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Seit über 20 Jahren Nationalrat. Iran-Versteher ist ja mit einer Schulreise von seinen Parteikollegen vor einer Woche in Teheran. Sie hat dafür mehr Publicity bekommen als alles andere in den letzten 20 Jahren. Wenn wir ein bisschen auf diese Sache eingehen, aber zuallererst mal, Luzi, wer bist du? Ja, das musst du sagen. Also, merci vielmals für die Einladung. Wir kennen uns ja relativ seit langer Zeit. In Baden aufgewachsen. Die Eltern aus dem Baselbiet. Daher kommt noch ein Spruch. Aber Baden, Kanton Aargau, sind mehr als 20 Jahre im Nationalrat. Gut, du giltst ja als Frohnatur, und so habe ich dich auch erlebt. Andererseits auch als Hardliner. Wie geht das eigentlich zusammen? Frohnatur hat man das Gefühl, leben und leben lassen, aber das machst du nicht. Alle, die anderer Meinung sind, die werden von dir abgemacht. Ja, also, meinst du das? Ja. Im Ernst? Ja, also wenn du sagst, das sind Staatsfinder, die andere Meinung haben, sie sind unpatriotisch. Also mit der Kühle gehst du da drin. Wir haben gewisse Themen, dort musst du verheben. Und das typische Beispiel, das ist ja jetzt gerade am 9. Februar gesehen, die Einwanderungsinitiative. Da sagen Leute wie ich seit 20 Jahren das Gleiche. Es ist für die Schweiz nicht gut, wenn alle kommen können. In dem Sinne Hardliner, sonst außerordentlich tolerant. Aber ja, gut, aber es geht mir nicht. Übrigens mit der Masseneinwanderungsinitiative, du bist eigentlich der geistige Vater von dem. Aber andere haben jetzt die Lorbeeren gegeben. Von dem hat man positiv. Ist das sogar positiv. Ist das nicht ein bisschen dein Schicksal, dass man dich da nicht irgendwie am Futtertrog anlässt, auch nicht in der eigenen Partei? Das ist positiv. Weil sonst, wenn man zu stark an der Front steht, wird man verschnetzelt. Es ist noch relativ gut, wenn du nicht ganz vorne stehst. Ist besser. Gut, du hast ja lange gegolten eigentlich als Hinterbänkler. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil du bist ja Jurist, du bist Gerichtspräsident etc. Bist du eigentlich für die SVP zu intellektuell? Ja, das glaube ich gar nicht. Also, erstens einmal Hinterbänkler, das ist ja nicht erstaunlich. Ich war ja 10 Jahre in der FDP. Ja, wenn du in einer Partei als Überläufer. Ja, hast du noch nicht den Stallgeruch? Nein, also, noch nicht. Wenn du 10 Jahre lang in einer Partei bist, die völlig in die andere Richtung rennt, damals Brüssel, als du willst, ist ja relativ klar, dass du nicht an der Front bist. Und jetzt SVP intellektuell. Im Gegenteil. Also ich staune an meinen SVP-Kollegen, die ja das Gegenteil sind von intellektuell. Wie die eigentlich... viele. Sagst du? Hey, die sind wirklich teilweise Landwirt. Oder bis zum Eishockey-Trainer, den wir hatten. Die sind ja wirklich nicht intellektuell im Sinne von doppelstudiert. Und trotzdem haben sie die Zukunft besser vorausgesehen. Trotzdem haben die schon in den 90er Jahren gesagt, wir sind auf dem falschen Weg. Entgegen all denen, die Top-Elite, höchster Respekt. Aber ist es nicht so, dass du eben noch nicht den richtigen Stallgeruch hast? Darum hast du auch nicht irgendwie einen inneren Zirkel vom Grossmeister geschafft? Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Darf ja auch in der sogenannten Parteileitung sein. Ja, das sind ja unglaublich viele. Ja, es sind 10, wenn du das unglaublich viel... Ja, ja. Wir sind die 7 Vizepräsidenten und wir sind der Präsident. Ja. Wir sagen, welche Volksinitiativen kommen, was macht die Partei in Zukunft. Also ich fühle mich schon längstens akzeptiert, das läuft hervorragend. Du hast ja Vollblutpolitiker werden und vollamtlich, hast Regierungsrat werden. Sogar im SVP sehr affinen Kanton Aargau hast du es mehrfach probiert, mehrfach gescheitert. Wie weh hat das da? Das hätte ich noch gerne gemacht, im Sinne von, ich finde es zum Beispiel unglaublich, wie die Justizbehörden, also die Regierungsräte, die für die Polizei verantwortlich sind, wie kümmerlich die das durchgesetzt haben in den Stadien, die Gewalt. Beim ZSC, wo ich dabei war, das ist ja ein ewiges Problem von uns. Kennen wir uns, ja. Jawohl. Ich habe immer gestaunt, warum bringen es die Justizdirektoren nicht fertig, dass in den Stadien einmal Ruhe ist, dass die demoralisierenden Gewaltausbrüche, verstand ich jetzt noch nicht. Die Aargauer Bevölkerung haben mich nicht als Regierungsrat. Warum nicht? Das ist okay. Was heisst, es ist okay? Das ist okay. Was heisst, es ist okay? Du hast das Gegenteil wollen. Hey, ich habe einen wunderschönen Job, weil ich als Einmal-Rechtsanwaltsbüro das und das und das machen kann. Jetzt haben sie mich nicht als Regierungsrat wollen. Jetzt kann ich im Parlament weiter aktiv sein. Und dort bist du seit über 20 Jahren bist du. Hey, wenn man das Problem sieht, das die Schweiz hat, gerade mit der Einwanderung, dann muss ich sagen, man muss ja erst anfangen. Ich bin zwar schon lange dabei. Wie lange musst du noch mal 20 Jahre bleiben? Mal schauen. Wie lange Gesundheit habt. Meine Frau hält mir schon immer vor. Ich habe doch am Anfang gesagt, ich bleibe nur 12 Jahre. Ja. Aber wenn man sieht, wie es bei der Einwanderung läuft, muss man ja noch ein paar Jahre dort bleiben. Aber hast du nicht das Gefühl, dass die Amtszeitbeschränkung eigentlich bräuchte? Nein, dass da Leute irgendwie fast endlos dort sitzen. Und vor allem mit der SVP. Die wollen ja nicht weggehen, die Alten. Ich sehe, du denkst an die Amerikaner, du denkst dort an die Senatoren, die beiden Hawaiianer, beide über 86. Aber in der Schweiz haben wir ein hervorragendes System. Auch die ganze Zürcher SVP.
die hat sich nie so entwickelt und hat nie das Gegengewicht gebracht, wenn wir die Amtszeitbeschränkung hatten. Ja klar, vor allem wenn eine Person dort hätte müssen zurückgehen. Du bist also mit deinen paar Kollegen so nach Teheran gereist, ein Schulreisli, und hast dann innerhalb von no time hast du dort eine Meinung geäußert, und zwar der Teheran Times, bist kaum aus dem Flüger ausgestiegen. Also Sanctions on Iran was wrong, sagt MP of Switzerland, also Member of Parliament, also Nationalrat. Du bist kaum 24 Stunden da gewesen und hast schon deine Meinungen gesagt, nicht nur zu dem, sondern zu anderen. Und jetzt frage ich mich, du bist ja eben Richter, oder? Du bist ein seriöser Mensch. Geht man nicht zuerst sich ein bisschen informieren vor Ort, sich eine Meinung bilden, um sich dann irgendwie zu äußern? Also das haben wir ja genau gemacht und hochinteressant gewesen. Und das stimmt natürlich. Wir haben die Diskussionen mit unseren Parlamentskollegen und die haben das sofort fotografieren, haben die und die Kommentare rausgegeben. Ja, nicht wir selber, aber das war ja auch klar gewesen. Das habe ich gewusst, wenn ich zu denen ins Parlament gehe und mit denen und denen Kollegen rede, dass die ein Interesse haben, zu erzählen, was ich gesagt habe. Ja. Oder, das ist verständlich. Aber gleich. Aber du gehst dort an und ich frage mich, wenn man ins Ausland geht. Ja. Sollte man nicht einfach Kritik an der eigenen Regierung sich einfach ein bisschen verklemmen und sich zurückhalten? Nicht dort hingehen. Das finde ich daneben, dass man nicht hingeht, gerade die eigene Regierung zu kritisieren. Also es ist ja lustig, dass mir vorgeworfen wird, jetzt ich habe im Ausland die Schweizer Regierung. Ja. Das hast du gemacht. Wir haben zwei Sachen gesagt. Und so gesehen stimmt es noch, was über ist. Ich habe auf der einen Seite gesagt, die Schweiz sollte die Sanktionen, die uns von anderen aufgedrückt werden, nicht mitvollziehen. In diesem Sinn ist die Sanktionspolitik falsch. Wenn die UNO sagt, die und die Sanktionen, das tun wir nachvollziehen. Ja, das müssen wir. Aber dass wir, das, was die Amerikaner oder wer auch immer uns verzapfen, wir sollen auch noch boykottieren, das akzeptieren. Macht man ja nur zum Teil, das weisst du. Aber dass du dort gehst, das wirkt einfach anbieternd. Und ich finde es einfach nicht okay. Im Inland kann man die Kritik anbringen, aber im Ausland, da frage ich mich, dass du dort irgendwie offenbar dich hast profitieren. Und B, das wundert mich noch viel mehr, dass offenbar SVP eine besondere Affinität hat zu einem islamistischen Regime. Gut, ob die das stört, ist für mich vernachlässigbar. Ja. Entschuldigung, okay. dass ich das sage. Aber wer der Ueli Schlür kennt, der die Reise organisiert hat, der macht ja das fantastisch. Der ist nach Stalingrad, respektive nach Nordkorea, jetzt in Iran, hat gesagt, was Stalingrad respektive? Er macht so Reisen. Jaha. Er macht so Reisen, oder? Wo er mich schon immer angefragt hat, kommst du mit? Ja. Und jetzt bei Iran, das interessiert mich derart, da habe ich gesagt, jawohl, ich kann zwar nicht die ganze Zeit kommen, aber dort für die politischen Diskussionen nach Teheran komme ich noch so gern. Hat sich x-mal gelohnt. Ja gut, aber jetzt frage ich mich trotzdem. Ich meine, ihr habt eine Politik in der Schweiz, die eher islamfeindlich ist. Also nicht nur Minarettverbot, sondern auch Kopftuchverbot, Burkaverbot etc. Und jetzt gehen die dort an und fallen denen um den Hals. Das finde ich überraschend. Oder kommt einfach ihr gut aus mit anderen Leuten, die intolerant sind gegenüber anderen Lebensrichtungen? Also vielleicht enttäuscht dich das, wenn ich dir das sage. Nicht eine Sekunde von den Diskussionen, die ich miterlebt habe, sind irgendwie Richtung Religion gegangen. Nicht Religion? Sondern selbstverständlich ist diskutiert worden, was ist mit den Sanktionen los. Und wenn dir ein Iraner sagt, schau jetzt mal, was die westlichen Medien erzählt haben über den Irak. Den Irak haben boykottiert, da haben zu Tod gehungert, wie sie sagen. Und dann hat die USA den Irak angegriffen. Und die gesamte Medienelite hat geschrieben, es sei Giftgas im Spiel. Das ist doch nicht in Ordnung. Kommt doch bitte zu uns und hört unsere Optik. Ich weiß nicht, von was du jetzt redest. Ich habe jetzt vom Irak geredet. Eben vom Irak. Aber Giftgas haben die verwendet. Das finde ich ein Beispiel, wo ich die Iraner verstand. Aber was du ja noch sagst, während unseres Aufenthalts haben wir in Erfahrung gebracht, dass die anti-iranische Propaganda verzerrt ist und nicht die Realitäten der iranischen Gesellschaft. Das hast du nach 24 Stunden gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, so ist zitiert worden von der IRNA, von der iranischen Nachrichtenagentur. Sitze ich bei dir. Ja. Sitze ich bei dir. Und da frage ich mich einfach, mit wie vielen Oppositionellen hast du geredet? Weil in so einem Regime kann man sich nur so ein Urteil erlauben, wenn man auch mit anderen Leuten reden als Propagandisten von der Regierung. Das ist super, dass ich bei dir sitzen darf und mich in diesem Sinne rechtfertigen. Dir ist bewusst, dass dieser Satz von den iranischen Parlamentskollegen rausgelassen worden ist. Ich habe das gesagt. Ja. Was aber stimmt. Nein, überhaupt nicht. Weil der Teil, der da drin steht, dass es himmeltraurig ist, was die internationalen Massenmedien, man hat ja auf amerikanisch «embedded journalists» gesagt. Ja. Also die eingebetteten Journalisten, die bezahlt werden, um im Irakkrieg das und das
das und das zu sagen, das ist doch himmeltraurig. Ja, aber wenn wir wenn Journalisten im Gefängnis sind wie im Iran. Wenn mir ein Iraner sagt, über den Irak haben sie das und das geschrieben, über Syrien schreiben sie das und das, es stimmt nicht, kommt bitte selber schauen. Interessiert mich das? Und aber was bist du selber schauen? Ich frage noch mal, hast du mit Oppositionellen geredet, damit du dir das Urteil hast können erlauben? Kennst du mein Verhältnis zu den Oppositionellen? Ich nehme jetzt mal an, nicht. Also ich habe ja mal beim Tagi, das ist eine schönes Geschichte. Ich habe mir beim Tagi geshootet, wo mir jetzt einen angerufen hat und gesagt hat, da habe ich mit den Journalisten immer noch Kontakt. Er hat gesagt, pass jetzt auf, wenn du zurückkommst, haut dir den Blick in die Pfanne. Es ist der Joel Widmer, Lebenspartner von der linken Nationalrätin, der hat den Auftrag, euch so und so in die Pfanne zu hauen. Und dann komme ich zurück und genau so läuft es. Das war im Tagesanzeiger? Ja. Ich habe jetzt extra... Ja, aber was hat das so den Thema? Weil, ich meine, es ist ja eine Geisteshaltung dahinter. Dein Kollege, der Dominik Bettig, der auch dabei war, hat gesagt, Iran beharrt nicht nur auf seine Unabhängigkeit und Neutralität, wir können auch von seinen spirituellen Werten lernen. Welche spirituellen Werte meint er da? Ich sage dir noch einmal, bei den Gesprächen, wo ich dabei war, hat man nicht eine Sekunde über irgendetwas Religiöses geredet, sondern mir nervt total die Politik mit dem Boykott. Mir nervt es völlig, wenn wir die Schweizer ausgeladen werden. Wir müssen angeblich boykottieren, befehlt die Amerikaner. Und dann machen die hintendurch, was sie wollen. Und das stimmt überhaupt nicht. Du hast ja Sachen erzählt, Coca-Cola gäbe es nicht, Medizin gäbe es nicht, etc. Das ist ja alles falsch. Wir haben uns beim SECO erkundigen. Es stimmt gar nicht. Und übrigens, alle Sanktionen von USA und EU hat man gar nicht übernommen. Zum Glück lässt du mich rechtfertigen, dass ich bei dir ein paar Worte wechseln kann. Ich bin ja gegangen, weil es heisst, zum Beispiel, Israel umgehen mit Sanktionen so und so und so. Und das bin ja nicht ich, der das sagt, sondern ich schaue nach und dann gibt es eine israelische Zeitung, die sagt, 55 iranische Unternehmen leben hauptsächlich mit dem Kontakt zu Israel. Weil sie exportieren. Und dann finde ich alle diese Sachen, ich finde Knesset-Diskussion vom 30. Mai 11. Oder ich finde die Aussenpolitische Kommission, die im August der 14. ist, oder der 11.9.11, reden sie darüber, ist da iranisches Öl via Israel so und so und so in den Westen geliefert worden. Und das interessiert doch mich, das zu hören. Aber was von hat den das mit so einem Ding? Du bringst ja das. Ja, ich bringe es nicht. nicht. Das ist der Dominik Bettig, ehemaliger SVP-Nationalrat und dieser Reiseexpänli. Ich frage einfach, es handelt sich um einen Gottesstaat mit einem obersten Führer, einem Ayatollah. Zuerst war es der Ayatollah Khomeini, jetzt ist der Ayatollah Khamenei. Offenbar ist das ein Vorbild für die Schweiz. Muss ich da, von wem ist der eigentlich gewählt? Das ist für mich eine völlige Detailfrage. Detailfrage? Ja, du als Vertreter von der direkten Demokratie? Ja, weil du bist jetzt abgelitten vom Kontakt zu den iranischen Leuten, wo ich frage, wenn der da vom Blick mehr in die Pfanne haut und von Tuten und Blasen... Du bist ja kaum im Land dort. Hallo, ich muss doch nicht im Land sein. Du kennst auch meine Geschichte offenbar nicht. Also, du weißt ja nicht, dass ich mit der Opposition... Also ich bin konfrontiert worden... Die Iraner haben mir vorgeworfen, was Stamm hast du Gottverdeckel für Kontakt zur Opposition? Ja. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dann habe ich einmal die Rajavi-Opposition... Das war ein ermordeter Oppositioneller. Der hat gesagt, das soll aufgeklärt werden, weil offenbar das iranische Regime ist dahinter. Ja. Und habe dort sogar der Gruppe, die im Kanton Aargau gefragt hat, warum dürfen wir kein Geld sammeln, habe ich in meinem bescheidensten Rahmen geholfen. Ja. Habe auch 1800 Franken Honorar für die 10 Stunden. Und der, der es mir gezahlt hat, das ist der Hussein Madani. Der ist jetzt am 1.9.2013 zusammen mit 52 anderen verschossen worden. Beeindruckt mich eigentlich noch. Der, den ich kennt habe... So viele Leute werden dort verschossen. Und das Regime soll unsere spirituelle Grundlage sein. Es werden mehr Leute gehängt. Erzähl doch keinen Quatsch mit dem spirituellen Ding. Ja, was? Das ist nicht ich. Ja, aber ich sage dir, ich bin dorthin schauen, warum wird die Schweiz abgeklemmt? Der Schweiz wird gesagt, ihr dürft das und das und das nicht liefern und die anderen machen es pickelhart. Lass mal, Roger, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Die Schweiz exportiert 220 Millionen im Jahr in Iran und importiert nur 30 Millionen. Und weißt du, was die anderen machen? Geschäft. Weißt du, was die anderen machen? Also, das ist ja ein Luftheuler, dass im Moment, wenn die Amerikaner jetzt sagen, Boykott aufgehoben, in dieser Zehntelsekunde dürfen wir wieder.
Was ist auch das für eine Welt, wo wir uns diktieren von den Amerikanern, wer wir boykottieren und wer Aber nicht? wieso die Amerika-Feindlichkeit? Weil die Amerikaner machen sich echte Sorgen, zusammen mit der EU und eigentlich mit allen, um die iranische Atombombe. Du nicht? Sehr gut. Also wenn du mir Amerika-Feindlichkeit vorwirfst, Ja. relativ eigenartig. Jawohl, das Weil hast du meine jetzt gerade zweite Heimat, Kalifornien, Surfing USA, ja, so haben wir uns ja kennengelernt, via die Musik. Ja, eben. Also, die Aber das ist jetzt offenbar sind en hervorragend. vogue. Aber Du hast in Las Vegas geheiratet. Richtig, Ein richtig. bisschen kitschig, würde man heute sagen. Das Oder? war großartig. Ja. Das war großartig. Aber dass die Amerikaner uns erzählen, was wir sollen boykottieren. Ja, nachher nehme ich die EU. Schau mal, jetzt fahre ich. Ich habe nicht so viele Erfahrungen mit Reisen in den Nahen Osten. Dann gehe ich nach Frankfurt. Aha, Iran Air darf nicht mehr nach Genf fliegen. Wieso Muss ich? nicht? Ja, eben. Frage mal, wieso nicht. Ja, vielleicht wollen sie nicht. Und dann gehe ich nach Frankfurt. Ja. Und die EU wunderschön. Ja. Und von Frankfurt aus muss ich das Flugzeug nehmen. Und zu meinem Erstaunen sehe ich, das fliegt via Belgrad. Weil die EU tut dergleichen, wir boykottieren und so weiter. Sie machen zwar Geschäft mit dem Iran. Also was und dann kritisiert? dass man Geschäft macht oder dass man kein Geschäft macht? Und dann muss die Iran Air, die armen Siechen, müssen nach Belgrad fliegen, müssen dort auftanken. Weil zwar machen die EU Geschäft mit ihnen, nach Frankfurt dürfen sie fliegen, aber sie müssen auftanken. Also du kritisierst das Geschäft machen und du kritisierst Sanktionen gleichzeitig? Ich kritisiere die Amerikaner und die EU, wenn die hemmungslos Geschäft machen und die Schweiz. Sie haben es hat ein Abkommen gegeben, Anfangs von dem Jahr, wo die Sanktionen weitgehend oder zum Teil aufgehoben worden sind. Und als Gegending, als Gegenleistung hat man gesagt, es könnten Inspektoren ins Land. Ist doch gut für beide Seiten. Das heisst, Sanktionen haben offenbar eine positive Wirkung. Siehst du jetzt, dort bin ich Profi. Und dort habe ich seit 20 Jahren Kontakt zu denen und denen und denen. Gesagt, Rajavi-Opposition, zu den ehemaligen Schah-Kreisen und so weiter. Das ist wunderschön. Bis hin zu, ich bin ja kleinberuflich, bin ich manchmal amtlicher Verteidiger. 4 Kilogramm Kokain, das kennst du, die Route mit Kosovo. Und das ist doch hochinteressant, hochinteressant. Ich gehe in den Iran und kann die fragen, warum ist das möglich in Afghanistan? Die Amerikaner sind drin, die Mondproduktion explodiert. Das wird so und so nach Kosovo transportiert. Das ist doch bestens, wenn ich mich direkt informieren kann. Die Medien schreiben es nicht. Ja, komm, die Medien schreiben es nicht. Also, folgende Geschichte. 2008 ist unsere Außenministerin, Ministerin Galmirei, ist dort hingegangen. Der damalige Präsident Ahmadinejad ist empfangen worden, hat das Kopftuch getragen. Und was hat der Luzi Stamm gesagt? Was habe ich gesagt? Der fragwürdige Auftritt hat dem Ansehen der Schweiz extrem Schaden zugefügt, oder? Und dann sind die gegangen und was haben die gemacht? Ihr habt keine Krawatte trägt. Also jetzt bist du wieder im schweizerischen Stil. Und wie ist das begründet worden? Wir wurden darauf hingewiesen, Zitat von dir, Ja, das habe ich gesagt. dass man keine Krawatte trage. Ja. Ich finde es unerlässlich, dass man sich den Gepflogenheiten des Landes anpasst. Also was ist der Unterschied zwischen euch und der Bischling Galmirei? Also ich muss jetzt dir sagen, wenn du mir gesagt hättest, ich dürfte nur in deine Show kommen, wenn ich ohne Krawatte komme, dann hätte ich, glaube ich, Krawatte abgezogen. Es gibt keine Kleidervorschriften. Aber offenbar für dich ist es ein Unterschied, wenn es eine SP-Frau macht und du machst. Das ist ja wohl selbstverständlich. Wenn ich eine Frau wäre, gehe ich nicht oben ohne an irgendeinen Strand. Oben ohne? Ich gehe nicht oben. Was meinst du oben ohne? Als Frau gehe ich nicht irgendjemand in den Nahen Osten spazieren, wie ich will, sondern ich würde mich an Gepflogenheiten anpassen, wie ich mich anpasse. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich finde es x-mal interessanter, dass ich über einen Heroinweg reden konnte, als über die Krawatte. Ich habe noch so gerne die Konzession. Also jetzt müssten wir jetzt über die ganze Afghanistan-Situation reden und Taliban. Aber das ist nur ablenken. Also gut. Also Krawatte gilt dort als, ich zitiere, christlich-jüdische westliche Dekadenz. Und wo mir dein Kollege, der Lukas Reimann, darauf aufmerksam gemacht hat, hat ja auch keine Krawatte getragen, oder? Hat gesagt, nein, ich bin eben einer, der eben selten Krawatte trägt. Ich habe nicht Krawatte gern. Haben wir ein Foto gefunden, ein Bild, wo ihr da eure Goldinitiativen abgebt. Und er ist links, du bist rechts, in der Mitte der Uli Schlür. Und jetzt muss man also sagen, die Gepflogenheiten des Landes offenbar sind es so, dass man es anders macht bei uns. Und es geht nicht um irgendwelche Moden und so. Es ist einfach peinlich, dass ihr Galmirei so in die Pfanne gehauen habt und dann genau das Gleiche macht. Ja, aber ich finde es peinlich, dass man sagt, ob eine Krawatte oder nicht, spielt eine Rolle. Also gerade, dass du so etwas sagst, erstaunt mich ja eigentlich, wenn ich dich kenne. Aber die Tragik von der Galmirei... Darf ich noch was sagen? Ja. Die Schweizer Botschafter im Iran machen genau aus dem Grund machen sie da nicht mit und kommen immer mit Krawatten. Die haben Vorschrift, das zu machen.
Ja, also ich bin ohne gegangen. Das ist völlig richtig. Wegen diesen Richtlinien, wie es geheißen hat. Es sei übrigens ein Symbol des Königs. Ob das richtig ist, was ich gelesen habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir gesagt, wenn die das eher so wünschen, komme ich selbstverständlich ohne Krawatte. Aber wie Frau Galmire, die Bundesrätin, angelegt war, ist mir völlig schnarz. Sondern kritisiert habe ich die aktive Neutralitätspolitik, dass die dort hingeht. Und als Reaktion verbrennen sie in den arabischen Gebieten die Schweizer Fahnen einerseits. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner hässig. Und gerade das Beispiel Galmire mit Sanktionen. Das ist doch hochinteressant. Magst du dich erinnern? Sie hat doch gesagt, sie sei gegangen und jetzt ist es ein sensationeller 30 Milliarden Vertrag, wo die Schweiz profitieren könne. Wegen dem ist sie gegangen. Ja. Wo Keips ist der Vertrag? Haben da jetzt die Israeli oder die USA oder die EU? Ich kann dir sagen, ich weiss, wer es hat. Ja. Aber wegen solchen Zeug gegangen. Aber gut, aber was hat der neue Besuch gebracht? Oder? Wenn du das jetzt Galmire vorwirfst, dass das offenbar nicht durchkommt. Was Gründe, die wir da jetzt nicht erklären können. Was hat das für euch etwas gebracht? Indem ich doch wenigstens Gelegenheit hatte, mit iranischen Vertretern zu reden und wollte wissen, welcher hat jetzt den Bericht von euch oder wer ist dran mit den 55 Firmen, die ich vorher gesagt habe. Oder ich frage sie, was haben die für Erfahrungen, warum die Todesurteile vollstrecken, ist doch eine Sauerei. Die sind doch einfach nützliche Idioten dort. Die werden von denen gebraucht und missbraucht für ihre Propaganda. Also ich bin der nützliche Idiot von so jemandem wie der Joel Widmer, der vom Ringier das schreibt. Einfach nicht kümmert, was das für die offizielle Schweiz heisst. Und sie haben einfach nicht gekümmert, ob man jetzt damit mehr Missverständnis sagt, dass man für die Schweizer Außenpolitik etwas beiträgt. Oder? Also offenbar ist es nicht wahr. Und der Bundesrat Schneider-Ammann hat die Sanktionen wie folgt erklärt. Diese Unsicherheit wird nun beseitigt. Auch der Anreiz, aus der Schweiz heraus Geschäfte zu tätigen, die aus der EU nicht möglich sind, fällt weg. Damit entgeht die Schweiz dem möglichen Vorwurf, von den Sanktionsmaßnahmen seiner wichtigen Handelspartner profitieren zu wollen. Kannst du dem zustimmen? Nein, also der Grundsatz selbstverständlich. Aber was auch völlig weglässt, ist die Seite mit den Amerikanern, dass die diktieren, was wir machen können. Ist ja nachgerade krank, wenn ein aargauischer Unternehmer mir sagt, wenn ich eine Schraube in Iran exportiere, selbst wenn sie nicht sanktioniert ist, angeblich. Ja. In dem Moment muss ich Angst haben, dass man in den USA meine Zweigstelle schließt. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Und leider hat er recht, weil ich bin zum Seko gefragt und habe gesagt, tut der Mann ein Risiko laufen, indem er seine Schrauben verkauft. Und dann sagt mir Seko, jawohl, so gesehen ist die Administration Obama gefährlicher als die Administration Bush. Denen ist zuzutrauen, dass sie unsere Firmen zur Schnecke machen, wenn irgendeiner etwas exportiert. Das ist nicht in Ordnung. Und ich wehre mich gegen die Machtpolitik, ob sie USA oder EU heisst. Gut, aber man hat jetzt das Gefühl, dass vor allem die Amerikaner kritisiert haben, im Moment, wo gerade die Hegemonie der Amerikaner untergraben wird, wie man gerade in der Ukraine jetzt erlebt. Und es sind andere Leute, die du viel weniger kritisierst. Und ich habe das Gefühl, du hast ein gewisses Faible für starke Leute. Also, wir haben jetzt mal schauen, Supreme Leaders, das ist der Khamenei, Christoph Blocher, Putin. Das sind alles Leute, die du bewunderst, oder? Jetzt hast du am Anfang gesagt, ich spiele eine kümmerliche Rolle. Du hast es nicht so gesagt. Ich sehe nicht ganz an der Front. Ich habe relativ wenig zu sagen. Super, dass du jetzt das Beispiel bringst. Hast du das Gefühl, ich würde mich mit irgendjemandem vom Ausland identifizieren? Oder Man hat den Eindruck, der Obama wird viel härter kritisiert als die. Lass mal, wenn mir beim iranischen Parlament jemand sagt, das ist für uns ein Problem, wenn wir die Drohnen haben, die dort und dort hingeschickt werden. Und dann hat es ohne Gerichtsverfahren irgendwie und die Tote. Und Amerika sagt einfach, ja, es nimmt dann halt so und so viele Zivilisten. Das ist doch eine Politik, die nicht in Ordnung ist. Und dann fragt er mich, warum gebt ihr im Obama den Friedensnobelpreis? Was würdest du sagen? Wenn einer dich fragt... Sie kennen den gar nicht. Natürlich. Das ist der Nobelpreis gekommen. Ja, aber was würdest du ihm sagen, wenn einer sagt, es ist nicht in Ordnung, dass ohne Gerichtsverfahren und so weiter Drohnen abgeschickt werden? Ich würde sagen, die Amerikaner haben Pax Americana während langer Zeit, ist jetzt langsam vorbei. Aber eine Gefährdung der Welt sind in erster Linie die Person und die Person. Die sind aggressiv, oder? Die zwei sind aggressiv und nicht Obama. Also du hast jetzt mit dem Finger auf Putin gezeigt. Ja. Ich kann nicht beurteilen. Der Putin ist befreundet mit dem Schröder. Der Schröder ist befreundet mit dem Ringier und so weiter. Dort sind ja gegenseitig Götti und so weiter. Ich weiss nicht, wer Dreck am Stecken hat, aber ich sage dir, es ist hochinteressant, wenn in der Welt, wenn es
Privileg hast, dürfen umzureisen und du kannst die Leute direkt fragen. Du bist 4 Tage da gewesen. Und dann kommt doch nach dieser Kritik von deinem Gespänli Lukas Reimann, die Schweizer Medien sind mindestens so übel wie diejenigen im Iran. Das ist so eine Verleumdung. Das ist so katastrophal daneben. Wir sind in einer Demokratie. Er dürfte das in allen Medien sagen. In Iran sind die alle im Gefängnis. Ja, das stimmt. Da hat auch niemand gesagt, der Iran sei besser als die Schweiz. Doch, sagt er. Aber wenn... Das ist doch Unsinn. Hey, das ist eine Verleumdung von der Schweiz und von den Schweizer Medien. Ich weiss genau, wer er gemeint hat. Ich kann nicht für Lukas Reimann sprechen, du musst ihn einladen. Aber es hat verallgemeinert. Aber ich habe dir... Ich habe ihn eingeladen. Er hat sogar zugesagt. Und im letzten Moment hat er abgesagt. Aber ich kritisiere ja dich nicht, weil der Joel Widmer, den ich jetzt vorher gesagt habe, vom Blick, keine Ahnung hat. Also der interessiert mich nicht, den kenne ich. Das ist eine allgemeine Aussage. Und ich finde das unpatriotisch dumm. Und ich frage mich, ob das einfach der Erlaubnis ist, in eurer Partei, jeden Unsinn zu verzapfen. Wieso etwas? Ich weiss nicht, ob er das so gesagt hat, aber ich habe mit meinen Worten schon gesagt, ich würde dir nicht in den gleichen Korb hineingehen wie andere Journalisten, sondern ich mache Kritik individuell. Aber wie machen die denn Kritik intern? Ich habe das Gefühl, die finden gar nicht statt. Und wenn wir jetzt das nochmal anschauen, wo du herkommst, du bist wirklich mal ein Amerika-Fan gewesen, musikalisch. USA war früher. Das singst du jetzt heute nicht mehr. Habt ihr jetzt in eurer Band, falls es die noch gibt, die Roaring Sixties, habt ihr jetzt auch noch ein paar iranische Lieder ins Repertoire aufgenommen? Leider ist ja die Zeit vorbei. Also ich tue es dir übrigens hoch. Du bist einmal wegen einem Konzert extra nach Baden gefahren und du hast, ich weiß nicht mal, ob du dich erinnerst, du hast uns eingeladen, respektive angestellt für das Radio 24 Konzert. Also, aber hier, zu dem. Ich bin ein riesiger Fan von dieser kalifornischen Art von Leben und ich bewundere die Amerikaner. Wenn ich einmal nach Bern fahre um 6 Uhr morgens, habe ich eine Stunde Zeit, um mit Kalifornien zu telefonieren. Ein wunderschönes Land. Aber was die Administration macht, was die Regierung USA macht, sie sind auf dem Holzweg. Diese Art von Machtpolitik den anderen gegenüber, auch der Schweiz gegenüber, das ist falsch. Das gehört von einem SVPler. Das ist sehr wohl so. Das ist sehr wohl so. Muss jemand den Mut haben, auch ob sie Obama oder Merkel heißt oder wie auch immer sagen, das ist nicht in Ordnung, was die machen. Und jetzt sind das alles Putin-Fans, die... Nein, hast du gebracht. Der Freisinger hat... Den Putin hast du gebracht. Ja, nein, der Freisinger hat ja und so weiter. Lass mal, eine Sache noch. Du hast ja mal ganz offen erzählt, nein, das weiss man eigentlich, du hast ja mal früher so ausgesehen. Darum muss man das gar nicht machen. Du hast seit x Jahren ein Tuppe, hast das auch gezeigt. Ist das Eitelkeit? Vielleicht schon. Als ich im Bundeshaus eine Show von dir angeschaut habe, mit einer Nationalrätin zusammen, hat die gesagt, leck, der scheußliche Bart, den der hat. Weisst du was, der haut den in kürzester Zeit wieder ab, weil der ist viel Zeitel, der wird sich wieder jünger machen. Gut, aber vielleicht haben wir einen Vorteil. Vielleicht haben wir so gesehen, eine ähnliche Seite. Gut, aber darf ich noch ganz kurz, also interessiert mich auch, wie lange hat man eigentlich ein Tuppe am Morgen? Das ist fix montiert. Ist fix montiert, immer 2 Monate. Und dann wird es wieder gewechselt. Ich habe 2 Monate, wunderschön. Gut. Und ich denke jedes Mal an die Bart, wenn ich die am Fernsehen sehe. Also gut. Oben ohne, bist du noch in der Nacht oder nach 2 Monaten irgendwann noch zwischendrin? Das geht nur meine 4 Frauen an. Wo meine Tochter einmal wollte sagen, wie ich im Bett schlafe, hat eine Mutter den Knopf zugemacht und hat gesagt, das haust du nicht aufs Internet. Also, danke vielmals, Luzi, danke, dass du gekommen bist. Morgen Abend im Club «Krisen und Kriege». Wie sicher ist unsere Zeit, also aus einer anderen Perspektive ähnliche Themen morgen Abend. Die Sendung gibt es nächste Woche wieder zum Thema Grippe. Und zwar eine Diskussion, ein Streitgespräch mit 2 ganz interessanten Personen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Jetzt wünsche ich Ihnen eine ganz gute Nacht und eine ganz gute Woche.